Ihre Steier hun an von der juristischer Kommission das ein rapport 14 wollte schü ein chronologisch Präzision gehen der projet de loi den Madame Loschetterlo 4 gestaltet also sich den dritten an der chronologischer reibende Projekt die von der ADR der Gesetzesvorschlag für den echten Donno kommen ein Gesetzesvorschlag von der CSV an Donno Projekt von der Regierung wir hören also an der Chronologie von der Vierstellungen nicht unbedingt die lo an der Geschichte von dieser Diskussion, die richtig war. Ich schwätze nur am Namen von der juristischer Kommission und werde mich also enthalen all privater Meinung. Die Legislativprozedur vom Gesetzesvorschlag 6705 wird der 17. Juli 2014 angefangen, wo ich an der Chambre Gesetzesvorschlag deposiert habe. Der Gesetzesvorschlag für begleitet von einem Exposé des Motivkommentar des Artikel, wie das immer der Fall ist, der Staatsrat wie den 10. Juli 2015 ging. Den 17. Januar 2018 aus dieser Gesetzesvorschlag an der juristischer Kommission vorgestellt ging an den Avis vom Staatsrat gouf in der Sicht. Den Autor, dat sie nicht an diesem Fall heute 24. Januar 2018 eine Reihe von Textänderungen proposiert. Der Staatsrat hat den 20. März 2018 darüber hin einen zusätzlichen Avis rausgehen. Den 21. März 2018 hat die juristische Kommission mich als Rapporteur für das Gesetzesvorschlag genannt. An den Sitzungen vom 21. März an 16. April 2018 sie sind dem Staatsrat Observationen analysiert an ugeholt gehen an den juristische Kommission wird mich auch zum Rapporteur den 21. März 2018 genannt. Der Gesetzesvorschlag hat Ziel am ganzen öffentlichen Raum drohe vom Gezeit zu verbieten, das Gesicht von einer Person verstoppt, und da wenn die Identifikation von der Person nicht mehr möglich ist. Und auch Ziel, die Leute zu bestrafen, diese Schnitt und die Verbot halen, und auch die einer Person, wenn es der hier im Geschlecht zu forcieren, ihr Gesicht zu verstoppen, sodass die Person dann nicht mehr identifiziert gehen. Es versteht sich, dass das Gesetz sich nicht gegen den Verstoppen vom Gesicht riecht, von dat aus Gründen von kulturellen Traditionen, sportlichen Evenementen, Gesundheit und so weiter geschieht. Der Gesetzesvorschlag schwätzt doch nicht spezifisch von einer bestimmten Tenue, riecht sich nicht gegen eine bestimmte Religion. Mit das nun einmal so, dass an Europa, man am Luschat hat schon gesagt, eben durch Drohe, wo Burka und Nikab die Diskussionen abkommen sind, sodass sich auch hier am Land die Frage von öffentlicher Sicherheit zu Summe leben an einer Gesellschaft, Integration, Aufrechterhaltung von öffentlicher Ordnung an Fragen der Rechte von der Frau gestalten. Und zu Lützeburg wird an der Schule schon so eine Diskussion am 20. Juni 2014 als dafür eine Direktive und Schule rausgegangen, wo sich Vermummungsverbot drauf wäre. Es gibt aber bis zu dem Zeitpunkt noch bis heute nach kein Gesetz, wird das regelt mir alles aus dem Niveau vom Gemengereglement trätiert gehen. Ich meine, Madame Loschetter hat das auch schon erklärt. An einer parlamentarischen Frage vom Juni 2011 über die Frage von der Burka, ob das soll oder Vermummung, ob das soll auf kommunalem Plan oder auf nationalem Plan geregelt gehen, hat die Regierung den Blick gesagt, es wäre nicht envisagiert zu legiferieren. Den Autor von diesem Gesetzesvorschlag wollte aber eine praktikabel, kontrollabel und durchsetzbare Lösung, nicht nur wenn es die Initiative geholt, für ein Gesetz zu proposieren. Das als erleichtert gehen durch das Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vom 11. April 2011, was ja auch, wie Madame Loschert dort schon gesagt hat, festgestellt hat, dass so Vermummungsverbot nicht gegen Konventionen, gegen Verstöße, wenn sie durch Zusammenleben an der Gesellschaft justifiziert gehen. Das ist so, dass der Staatsrat mal wie zu diesem Gesetzesvorschlag ein paar Konsiderationen gemacht hat über die Kommunalreglementer. Und heute darf der Chambre natürlich über die politische Opportunität zu evaluieren, ob so ein Gesetz gemacht gehen oder nicht. Und hat aber auch zwei Observationen gehabt, was der Kontinu vom Gesetzesvorschlag angeht. Das erste, dass das verlangt wird, eine Präzision, nämlich das Gesicht muss so verstoppt gehen, dass eine Identifizierung von der Person nicht möglich sein. Und eine zweite wichtige Konsideration vom Staatsrat, die nicht, wenn sie nicht erfüllt gewesen hätte, mit einer formellen Opposition gedreht, das wäre eben, dass eine Ausnahme, wie wir sie vorgesehen hatten, für Gesundheit, sportliche und andere Ursachen, nicht durch das Reglement festgelöst gehen, mehr muss durch ein Gesetz festgelöst gehen, und das, weil die Begründung von einer Beschuldigung immer muss am Gesetz vorgesehen sein.
Dat ass och geschitt, den Ote huet die 2 Bemerkungen vom Staatsrat an Textänderungen proposéiert, die sie wie do genannt haben, an der juristischer Kommission auch geguckt an ugehol gehen. Aber die juristische Kommission, nachdem sie den Rapport konsideriert an ugehol huet, as der Meinung gewircht, dat diese Gesetzesvorschlag net soll gestimmt gehen, mit dat echt dat de Gesetzesvorschlag von der Regierung soll ugehol gehen, fällt juristische Kommission, mat de paar Ausnahmen, der Meinung war, dat die Gesetzesvorschlag von der Regierung méi eng nuancéiert Approsch an diesem Domain ging aufreieren. Dafür rekommandiert, wie gesagt, die juristische Kommission der Chamber diese Gesetzesvorschlag nicht umzusetzen.